Den Ecken hin lässt die Schärfe sehr zu wünschen übrig. Dieses Problem war beim Vorgänger, dem Galaxy S4 Zoom, noch nicht vorhanden, wie diese Archivaufnahme beweist. Auch hier nochmal eine Ecke mit 100%. Dort sind die Details nahezu ebenso gut erhalten wie in der Bildmitte. Hier kann man von einer für Smartphones üblichen Qualität sprechen. Bei Fotos unter schlechten Lichtbedingungen, wie hier im Schein einer Kerze, fängt das Galaxy S5 rechts erstaunlicherweise etwas mehr Licht ein. Der Miniatur-Eiffelturm unten in der Mitte ist beim K-Zoom quasi nicht mehr auszumachen. Im Gegenzug ist das K-Zoom mit seinem optischen Bildstabilisator natürlich klar im Vorteil. Diese aus der Hand geschossenen Aufnahmen sind da eindeutig links scharf, rechts verwackelt. Schaltet man den Blitz hinzu, so sollte man meinen, dass der Xenon-Blitz des K-Zoom der LED des S5 überlegen sein sollte. Doch wie man sieht, ist eher das Gegenteil der Fall. Selbst die Stahltür hinten links bekommt beim S5 noch mehr Licht ab als beim K-Zoom. Auch der Ausleuchtbereich ist beim K-Zoom nicht größer. Auch bei den Videos in Full HD macht das S5 die eindeutig schärferen Aufnahmen und das nicht nur in den Ecken. Zwar gehen bei Motiven mit vielen Details im Fall eines Schwenks auch beim S5 ein paar Details verloren, aber weil die Grundschärfe deutlich besser ist als beim K-Zoom, fällt das kaum ins Gewicht. Für das zweite Video wurde das Gestell mit den beiden Smartphones darauf mit der Hand gehalten. Hier ergeben sich beim K-Zoom aufgrund des optischen Stabilisators die ruhigeren Bilder, da kann der digitale Stabilisierer des S5 rechts nicht mithalten. Beim Laufen schafft es aber natürlich auch der optische Stabilisator nicht, alle Bewegungen zu kompensieren. Insgesamt bleibt die Aufnahme aber ruhiger. Zum Abschluss nochmal ein etwas ruhigeres Motiv. Das K-Zoom links kann die kleinen Bewegungen der Hand nahezu vollständig ausgleichen, während das S5 rechts das Zittern so gut wie ungebremst im Bild widerspiegelt. Zum Abschluss noch ein Video des K-Zoom unter Einsatz des Zooms. Betätigt wird der Zoom über die Lautstärkewippe und diese Bewegung sieht man natürlich anschließend in der Aufnahme, selbst wenn wie hier ein Stativ zum Einsatz kommt. Während des Zoomens kann die Software Komprimierungsartefakte nicht vermeiden, dazu reicht einfach die Datenrate von 17 Megabit pro Sekunde nicht aus. Aber die Zoom-Bewegung ist relativ geschmeidig und das Resultat erfreulich scharf. Und auch hier sieht man wieder, dass die unscharfen Ecken nicht bei höheren Brennweiten auftreten, nur in der Weitwinkeleinstellung. Für Zoomfahrten können zwar auch Buttons auf dem Touchscreen herangezogen werden, hier wurde jetzt die Nutzeroberfläche der Kamera nachträglich über das Bild gelegt. Diese Schalter erscheinen jedoch erst, nachdem die Lautstärkewippe schon angetippt wurde und selbst diese Bewegung reicht schon aus, um einen Bildwackler zu produzieren. Besser wäre es daher, wenn diese Elemente dauerhaft sichtbar wären, zumindest sofern der Nutzer dies wünscht, aber eine entsprechende Option fehlt leider. Den Eindruck, den das Samsung Galaxy K-Zoom im Media-Check hinterlässt, ist äußerst ambivalent. Auf der einen Seite gelingen Fotos und Videos mit dem optischen 10-fach-Zoom hervorragend, da kann kein anderes Smartphone mithalten. Als Ersatz für eine Videokamera taugt es dennoch nicht, dafür sind die Zoomfahrten nicht geschmeidig genug und vor allen Dingen führt die Bedienung des Zooms über die Lautstärkewippe zwangsläufig zu Wacklern im Bild. Vor allen Dingen aber enttäuscht die Bildqualität im Weitwinkelmodus, also im für Smartphones üblichen Bildbereich,